lieve vriend. Ik wens je de vrede van onze Heer Jezus Christus, dat hij mag met je alle zijn. Ik wil een beetje van lieve reden. En ik wil Johannes kapitel 3, vers 16 lezen. God zijn lief voor deze wereld is zo goed, dat hij zijn einzigen Zoon geeft, dat al die die hem aanblijven niet verloren gaan, maar dat eigen leven hebben. Hoe schön is dat? Van de lief, van de grote lief God ons gegeven heeft. Und diese lief doen niet wir. Ich weet dat best van mij, dat ik ging voor eeuwig verloren. Diese lief kan aannemen. God heeft Jezus laten terugstellen voor mijn zonde, dat ik niet terug voor eeuwig verloren gaan. Dat ik een dag kom bij God zijn in de Himmel, dat wordt voor eeuwig schön zijn. Hoe schön is het, wat God ons versprechen heeft. Wunderbare lief. 1. Johannes, kapitel 4, vers 9 sagt er, Gott weiß uns, wie gut er uns wir, als er seinen einzigen Sohn in der Welt schenken hat, dass wir durch ihn leben sollen. Maar wie wirklich Jesus nun folgen dürfen. Wir brauchen nicht mehr Angst haben. Wir brauchen nicht Angst haben, dass wir worden verloren gehen für ewig. Dann können wir uns das Sachen merken. Jesus hat uns alles vergeben. Und wir brauchen das Buße über unsere Sünde. Bringen unsere Sünde alle an Jesus. Hoe schön ist das? So leicht getan alle an. Und den 18. Vers sagt er, wir brauchen uns nicht fürchten vor einen, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, wird alle Angst in uns unnötig. Wer sich noch fürchten darf, an den ist der Leben noch nicht tüchtig geworden. Wer es fürchten, der euer Sieg verstrucht, sagt er. Hoe schön. Dat we die Leute wirklich in uns tüchtig merken. Drück wir uns nicht mehr, drück wir nicht Angst haben, wie wir worden heimkommen. Und ich will ein Vers lesen aus Epheser, Kapitel 3, Vers 17. Das sagt, doch Christus, durch den Glauben, die Jünd am Hort wohnen muss, und dort die Möchten an Leib falsch gewandelt worden. Die Leib, was wir von Gott haben. Nicht eins andererlei, was wir hier uns beschäftigen mit. Die Leib von Gott. Und die möchten uns falsch worden. So wünsche ich wirklich jeden einen. Und ich will noch ein Vers lesen, die letzte Vers noch. Galater 13, Vers 13. Mit unseren Herrn Jesus seine Gnade und Gott seine Liebe und den Heiligen Geist seine Gemeinschaft mit den allen Sinnen. Diese wirken ihn besonders. Ich wünsche den allen sehr schöne Wirken und Gottes Segen.